Ah, das schaut gut aus. Das schaut nicht schlecht aus. Liebe Freunde der steirischen Harmonika, wir haben gesagt, heute machen wir ein Neujahrskonzert. Das heißt, was gibt's da? Da gibt es ganz viel Musik. Wir haben uns eine kleine Repertoireliste da ausgedruckt. Das sind 10 Seiten mit allen Stücke, die man bei uns als Lernvideo auch lernen kann. Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, euch in den Kommentaren selbst etwas mitzuwünschen. Aber jetzt würde ich sagen, so wie es ist, zum Neujahr gehört, Jawohl, ja. eröffnen wir würdig. Schaut, der schaut schon. Ich schau schon. Der schaut mit heimlich. Ja. Das ist Nein, es geht. ein Schummler. Das geht. Schreibt vielleicht einmal kurz eine, hört ihr uns, könnt ihr uns sehen und alles weitere besprechen wir nach dem ersten Stück. Wer kennt's? Johann Strauss, Vater oder Sohn? Boah, Ja, wir wissen es nicht. wir wissen es nicht ganz genau jetzt. Aber in unserer Musikwelt braucht man das auch nicht wissen. Das war der Radetzky-Marsch. In diesem Sinne auch von uns nochmal ein gutes Neues. Ja. Ein gutes neues Jahr. So, ich schalte jetzt da schnell die Kommentare ein, damit ich euch auch sicher sehen kann auf alle Kanäle. Und schreibt zu mir eine, wer alle dabei ist. Jawohl, da geht's schon rund. Auf Facebook sehe ich euch schon. Servus Linda, Andreas, Gilbert, Wildrut, die Petronella, die Claudia. Und jetzt haben wir YouTube auch noch aktiv, René. Jetzt wird's ernst. Ja, sowieso. Ja, schau, jetzt geht's da weiter hin. Ich schaue nämlich da mit. Jawohl. Ein gutes neues Jahr, auch auf YouTube. Schreibt ihr auch mal kurz in die Kommentare, könnt ihr uns hören, könnt ihr uns sehen. Und dann werden wir das schon hinkriegen. Ja, wir haben ja da was mitgebracht jetzt. Richtig, wir haben was vorbereitet. Genau. Und zwar haben wir eine Repertoireliste mit 312 Stücken. Das heißt, wenn ihr heute, morgen oder übermorgen irgendwas vorhabt, absagen, weil 312, wie lange dauert das, glaubst du nicht? 312 Titel. Naja, Mal 3 Minuten? das könnte schon ein bisschen dauern. Also das ist schon fast Einen Moment. rekordverdächtig, das kommt dann schon fast 1000 Minuten durch Ja, das- 60. 16 Stunden werden das. 16 Stunden, ja, da sind wir nicht mehr weit weg vom Weltrekordversuch. Ja, ja, Richtig, der Weltrekordversuch. Dazu vielleicht später mehr. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das so, dass ihr heute euch auch beteiligen könnt. Wir haben das alphabetisch da geordnet. Und wir werden mit jedem Buchstaben immer ein Stück spielen, würde ich sagen. Und ihr könnt euch das in die Kommentare jetzt mitwünschen, was ihr gern für ein Lied hören wollt. Ich würde sagen, wir lesen. Lest du vielleicht einmal also Lesen wir die ersten. laut und deutlich sprechen, vielleicht einmal nur den mit A. Das sind, glaube ich, so 25 Nummern.
Und Ja, ihr das- könnt dann in die Kommentare euch wünschen, was ihr gern für ein Lied hättet. Ja, Nummer 1, ein Musikant im Trachtengewand. Dann 2 ist schon etwas unaktuell, ein Weihnacht, wie es früher war. 3, Adeste Fidelis, das ist auch, glaube ich, gell? Weihnacht. So was Weihnachtslied, dann Advent ist erleichtern, ist natürlich auch ein Adventlied. Aber dich gibt es nur einmal für mich. Alle Jahre wieder ist auch wieder, das sind die alle mit A, die Weihnachtslieder, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Dann alle meine Entchen, alle, Almblermer Landler, Alphornzauber, die Alpler Polka, Alte, geht ziehen wir die Schuhe aus, Amazing Grace, einmal sehen wir uns wieder, einmal geht's noch, einer hat immer das Bummerl, der Antaktioner, auf der Autobahn, auf der Hipfelhütten, auf der Streif, auf der Vogelwiese, auf ein Wiedersehen, auf geht's Mieze, okay, auf geht's Polka, Arimpfi, oder ich bin Fidela, aber Arimpfi wird es da angeführt, auf und nieder, immer wieder, auf zur Hasenjagd, auf zum fröhlichen Jagen, Augenstern und Ich weiß auch nicht, wie man das ich weiß ausspricht. nicht, wie man das richtig aus... Alt, lang, sein, keine Ahnung. Ja, alt, irgendwas. Also ich würde sagen, ja. das erste sucht man selber aus. Ihr könnt in der Zwischenzeit ein bisschen mit abstimmen. Die Kommentare, die sehe ich, die aktualisieren durch. Da geht's paff. Oi. Augenstern. Augenstern. Katrin Borischer ist nicht mit A. Almblaumert-Landler wäre auch fein. Ja. Auf der Autobahn, auf der Vogelwiese, auf zur Hasenjagd, auf der Autobahn. Auf geht's, Polka. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen willkürlich entscheiden, René. Ja, ich denke auch. Also, Und da sehen wir schon, jawohl, ich glaube, das passt ganz gut. Und deswegen spielen wir jetzt den Almblaumert-Landler. Almblermer Also eigentlich ist ein den Klassiker. schlechthin. Almblaumert-Landler. Ja, genau. Und sollen wir die Leute in der Zwischenzeit schon die B-Sachen aussuchen lassen? Dann haben genügend Zeit zum Ja, Kommentieren. das ist vielleicht gescheit. Das ist schlau. Magst du mal B? Ja, genau. Ich sage euch schnell die Lieder mit B, das sind nicht so viel, keine Sorge. Der Bandeltanz, die Bauernkirmes, das Bauernmenuett, beim Heimfahren, beim Michelwirt, beim Hans in der Stube, mein Lieblingslied, Bergvagabunden, Bierherr, Blondinenwalzer, Böhmische Liebe, Böhmischer Traum, Bozner Bergsteigermarsch, der Bummelpetrus, zweimal das Brautlied, die Bundeshymne und der Bürgermeister Borisch. Aber da sind Hits dabei. Böhmische Liebe, Böhmischer Traum, Bozner Bergsteigermarsch. Ja. Das ist Ja, wir spielen den dabei. Almblaumert-Landler. Machen wir das mal. Ja.
eine erste, zweite, also wirklich ein Wahnsinn. Stimmt. Der Almbleimerl-Landl, das ist übrigens ein neues Lernvideo von der Celia. Und eines gleich vorweg, ich gebe es zu, wir sind ja mittlerweile 6 Lehrer. Der René, die Celia, der Richie, die Sophia, der Thomas und ich. Und das heißt, es gibt da viele, viele Stücke, die ihr mittlerweile lernen könnt in der Quetschen Academy. Es Absolut. besteht aber kein Anspruch darauf, dass wir jeder alle kennen. Letztens Nein. hat irgendwer im Livestream irgendwen als arrogant bezeichnet, weil er einen Stückwunsch nicht erfüllen konnte. Wir geben das jetzt offiziell bekannt. Auch wir sind Menschen Na, und können das geht nicht sich alles. nicht aus. Also selbst, also muss ich auch selber zugeben, also ich kann von der ganzen Repertoireliste sicher ein paar überhaupt nicht, weil es einfach Weil man es nicht kennt. gar Einfach. nicht kennt oder Richtig. Es eben gibt, einfach es gibt nicht so im viel Musik auf der Repertoire ganzen weiten Welt. ist. Ja. In diesem Sinne, schau! Auch deine Mutter schaut zu, wenn ich das richtig gelesen habe. Liebe Grüße an die Ingrid. Liebe Und? Grüße. Und wir machen jetzt weiter. Ich schaue kurz die B-Wünsche durch. Ich glaube, wir müssen. Warte, pass auf, die Ansicht ist verdreht. Da müsst ihr einfach den Computer aufstellen oder das Handy vertrauen, irgendwie so. Mhm. Kann schon sein. Das kann passieren. Hin und wieder haben YouTube und Ist aber Facebook von mir kleinere Anfälle. Was schaust du mit? YouTube. Das passt. Ja. So, wie schaut's- Manchmal muss man einfach die Perspektive wechseln. Wie Ja. schaut es aus mit unseren B-Wünschen? Ja, die B-Wünsche, die sind so ausgegangen wie befürchtet. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ne? Richtig. Und du kannst jetzt aussuchen, böhmische Liebe oder böhmischer Traum. Die haben mit Abstand Mit Abstand, okay. wie zu erwarten. Wie zu erwarten. Das ist mir ganz egal, aber Eher Liebe oder eher Traum, wonach ist dir? lassen wir das vielleicht noch ausfechten. Gibt es da noch ein paar Spätwünsche jetzt noch Nein, bezüglich Traum oder? Das ist echt ausgeglichen. Es gibt sehr, sehr Mein Gott, das viele. passt, ehrlich gesagt, passt so gut zusammen, dass wir daraus ein Medley machen könnten. Das Stimmt. war auch möglich, weil Vielleicht machen wir, wir überlegen uns das. wir überlegen uns Wir das. fangen einmal Wir schauen, was passiert. alphabetisch an und Liebe ist vor Traum. Ja, passt. Auf geht's. Übrigens, ihr könnt euch bei C aussuchen, Cordula Grün. Ja, das ist es. Achso, das ist das Einzige. Spielen wir mal. Ja, genau. Nächstes Mal können wir ein Pferd einschalten. Ja, also,
So, das war jetzt in dem Fall unser Ersatz fürs C-Stück. Das Wir haben den war- böhmischen Traum und die böhmische Liebe jetzt gemacht. Und waren fast ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, genau. Übrigens, ihr könnt dieses Video gerne auch liken und teilen. Wir freuen uns. Heute gibt es ganz viel Musik. Wie gesagt, für die noch nicht oder die später eingeschaltet haben, wir haben die gesamten Stücke, die man in der Quetschen Academy lernen kann, da ausgedruckt. Das sind 312 Stück aktuell, alphabetisch. Und ihr könnt euch da jetzt ein bisschen was wünschen. Ja, schauen wir mal weiter. Ne? Was haben wir jetzt? B haben wir gehabt. B. C, das war ja schon eigentlich fast C. Eigentlich müssen wir jetzt zu D weitergehen, oder? Ich darf auch sagen. Das, Vielleicht spielen wir Cordula Grün als Abschluss, aber jetzt Cordula Grün. Also ich weiß auch nicht. nein. Das Lied Schauen wir mal, was gibt's bei D. Bei D gibt es natürlich viel, weil natürlich die Artikel mit D beginnen. Das ist von Haus aus so, dass dort sehr viel ist. Schau, ein paar sind da vorbereitet, ein paar Streber, die schreiben schon eine Stücke mit D. Aber wir machen das jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Gut aufpassen, liebe Freunde. Der Sommer ist aussehen, daheim ist daheim, das Dangellied, das Hirscherjagen, das Original-Intro der Quetschen Academy. Okay, das spielen wir so schnell. Das hat mir auch schon schlaflose Nächte beschert nochmal. Das rote Pferd, das schönste Blärmerl auf der Alm, dass ich ein Wildschütz bin, dem Landtirol die Treue, der alte Holzknecht, der alte Jäger, der Bajazzo, der Hupferte, der Mondscheinige, der Paul und sein Gaul, der steirische Brauch, der Weg zu mein Dirndl ist Storni, der Weltverdruss, der Morgenmuffel, die deutsche Nationalhymne, der Deutschmeister Regimentsmarsch, hoffentlich wünscht sich den keiner, der ist nämlich schwer, die Gamsel schwarz und braun, die Gors ist weg, die gute alte Zeit, die Hände zum Himmel, Oh, da werden auch Erinnerungen wach, ha? Rhönharmonika-Fest. Die lustigen Hammerschmidt gesehen, die Sterne am Himmel, die Verwandten kämen, die Wiesig Moder, das Donaulied, der Donauwalzer, dort wo unsere Heimat ist, drei Chinesen mit dem Kontrabass, drucken dazu, drum sind wir's Landsleit, rund im Burgenland oder durchs Jogelland. Das können Sie euch jetzt aussuchen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viele Stücke das es schon als Lernvideo gibt. Das war mir gar nicht so bewusst. nein, das Ich habe das sieht heute man jetzt ausgedruckt. auch mal. Also klasse Listen einmal. Auf der Webseite sind die alle drauf, aber wenn man das so Genau. ausdruckt, der Drucker hat nicht mehr aufgehört, Papier zum Ausspucken irgendwie. Naja, Aber ja, die Wünsche, die rieseln da jetzt einer. wie schaut es bei dir aus auf Facebook? Auf Facebook, oh je, da liefern sich daheim ist daheim, Burgenland, nochmal daheim ist daheim, Burgenland mit D? der drunter im Burgenland. Durchs Jogelland, oh, dem Land Tirol, Morgenmuffel, Mondscheinige, also der Mondscheinige, Ja. Morgenmuffel, dem Land Tirol, drucken dazu, Deutschmeister, ja. Ja. Der Paul und sein Gaul drucken dazu. Daheim ist daheim. Deutschmeister, der Bajazzo, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Das sind eigentlich die Bergerbuben. Ja, genau. Ach so. Ja, alles klar. Das ist Die haben auch einen Kontrabass. das ist wieder aufgelegt. Warte mal, jetzt schauen Es wir. ist so, es ist extrem für Deutschmeister und Land Tirol. Ja, das war auch wieder so zum Verbinden. Aber Jetzt spielen wir mal einen. Den kannst du jetzt aussuchen. Das ist lustig. Den Deutschmeister Regimentsmarsch, den haben wir beide auf unsere Solo-CDs aufgenommen. Genau, Du das vor 16 Jahren? na, so lang ist er, aber 7, mit 2012. 10 war's. Jahre ist Ja, das. genau. Bei dir ist 10, bei mir ist 8 Jahre. Genau. 10 Jahre her, dass wir gespielt haben. Also das Der René hat mir damals den Deutschmeister Regimentsmarsch gescheit beigebracht. Weil für mich war das zu dem Zeitpunkt zu schwierig und online hat man sich das nirgends anschauen können. Also, Beistieg damals hat es das sicher nicht gegeben. Das ist eine Auf geht's. Online-Version, die was passt.
Instrumental noch mal langsam so für die Leute zum Mitschauen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz. Ja, da sind zwei Melodien ineinander verflochten. Ich glaube, das obere ist das Piccolo, der Klarinetten oder was? Das ist, glaube ich, eine S-Klarinette. Sehr hoch auf jeden Fall. Genau. Sehr hoch ist es auch, glaube ich, original. Und das war einer der Was heißt wenigen das? Momente in meiner Übezeit, wo ich die Harmonika wirklich gern vom Fenster aus gedroschen hätte. Also was ich mich da geärgert habe. Also ja, auch, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, bei mir ist nicht immer alles rund gelaufen und hat gleich funktioniert. Nein, das sicher auch nicht. Aber es wird, wenn man ein Aber bisschen die dran bleibt. Hersteller müssen leben, es geht schon mal eine Harmonika drauf zwischendurch. So ist das ist so, wenn man sich ärgert, das ist nichts. Jawohl, das wäre jetzt mit D gewesen. Das war mit D, jetzt kommt E. Wir haben ja ein Wunschkonzert. Also nochmal für die, die Ja, neu E dabei ist sind. eigentlich recht überschaubar. Ah, das überlasse ich jetzt dir mal. Trinke ich dabei einen Schluck. Ei, halt Saufi für 3. Ganz ein wichtiges Motto. Ein Musikant kennt kein Zuhause, Noch ein wichtiges Motto. ein Prosit. Ein Prosit, ja, das ist ja auch wieder passend, ne, fürs neue Jahr. Ein Prost mit harmonischem Klange, also ich sehe schon, das E ist wirklich sehr vielversprechend und sagt sehr viel über Musikanten aus. Eine Herde weißer Schafe, eine Seefahrt, die ist lustig, ein Stern, der deinen Namen trägt, die Eisschützenpolka, die Endstaler Polka, der Ententanz, Vogeltanz, Chicken Dance, ja. Richtig, ist einfach unter E. Es gibt kein Bier auf Hawaii, es ist ein Ros entsprungen. Das Hoffentlich ist haben sie das Pferd wieder nicht mehr ganz gefunden. aktuell jetzt, weil es ist so schön, was er? Nein, wohl, das ist doch, es ist so schön, ein Musikant zu sein. Es wird schon gleich dumper und die Eurovisionshymne. Ja, also wir sind bei E. Meine Vermutung wäre, es wird die Eisschützenpolka, so wie ich unsere Leute kenne, aber belehrt uns bitte eines Besseren. Jetzt gehen wir dann mal was essen gehen. Also wir haben noch Livestream. Es ist so schön, ein Musikant zu sein. Okay, ja, mal schauen, was da kommt. Die enorme Pennsylvania Ja, Polka. hab ich auch gesehen. Ein Musikant kennt kein Zuhause, ein Musikant kennt kein Zuhause, ein Musikant kennt kein Zuhause. Eisschützenpolka, 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 eine Herde weißer Schafe. Es ist so schön, ein Musikant zu sein, kein Zuhause. Eisschützen, Ente, Eisschützen, 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 Eisschützen. Ich glaube diesmal, Ja, ich verstehe schon, dass von mir so ein Lernvideo war. ein Musikant vielleicht. Ha? Ja, Also gewünscht ist die Eisschützenpolka öfter, aber schon. ja, wesentlich, wesentlich. Aber es gibt ja vielleicht noch einen zweiten Durchgang, wenn wir Glück haben. Ne? Ja, schauen wir mal, ne? Das sucht der du das aus. Wenn es ein Walzer werden soll, dann ein Musikant kennt kein Zuhause. Wenn es ein Polka werden soll, spielen wir die Eisschützenpolka. Schauen wir jetzt gucken. In dem Fall, na, sonst machen wir wirklich ein Musikant. Ist ja wurscht. Ja, Ein Musikant kennt kein Zuhause. Ist ein Lernvideo von dir. ja, schauen wir mal. Ich habe es aber seitdem auch schon einmal gespielt. Also schauen wir mal, gell?
Ein Musikant kennt kein Zuhause. Ein Ja. schwieriger Walzer ist das. Ja, ist nicht ganz einfach. Sollte man vielleicht vorher einmal durchspielen, bevor man wieder spielt, aber man weiß ja nicht, was kommt. Live ist live und merkt euch eins, weitermachen, machen wir drüber. Also, manchmal muss man das einfach mit Humor nehmen, weil sonst bringt das auch nichts. Genau, Und so wie ist gesagt, wir haben 312 Stücke am Tisch heute liegen, von denen das schon sie irgendwie ausgehen wird, alles miteinander. Aber wir machen jetzt dann weiter mit F, aber zuerst trinke ich jetzt noch einen Schluck. Ja genau, es ist heute der 1.1., also euch auch alle ein gutes neues Jahr. 2023. Jetzt beginnen so die Tage, wo man immer die Jahrzahl falsch schreibt, oder? Genau, Kennst du das die auch? ersten paar Mal ja, natürlich. Schau, die sind jetzt schon alle voraus, da geht es jetzt schon los, jetzt haben wir noch gar nichts gesagt. Feuerwehrpolka, Fischbachlandler, flott aufgespielt für den Vater, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ja. Das ist. Jawohl. Vielleicht um Fuhrmannslied haben wir da schon Feuerwehrpolka. Boah, die kennen ja fast auswendig, die ganze Listen. Ha? Also Da ihr haben wir seid, seid gut vorbereitet da draußen, da muss man ganz ehrlich sagen. Damit, ja doch, eigentlich habe ich damit gerechnet. Für den Vater, Feuerwehrpolka, für den Vater, flott aufgespielt, Feuerwehrpolka. Sollen wir es überhaupt vorlesen? Weil ich glaube, das, Der Fairness halber? das ist schon fast alles. Also, Nummer 1 ist sowieso jetzt ein Weihnachtslied, Feliz Navidad. Dann Festtag im Dorf, Feuerwehrpolka im Final Countdown. Fischbachlandler, Fischerin vom Bodensee, fliege mit mir in die Heimat. Wobei Fischerin vom Bodensee war bei D, weil das ist die Fischerin am Ja, Bodensee. stimmt. Ja. Fliegerlied, flott aufgespielt eben, Franzl Kimheit gehen wir klettern. Das ist, ja, Liebe Grüße an die Nicole auf diesem Weg. fröhliche Weihnacht überall ist eben auch ein Weihnachtslied, dann Fuhrmannslied und für den Vater. Ja. So. Feuerwehrpolka oder für den Vater? Spielen wir eine Polka, hä? Ja, Also das haben wir jetzt, das entscheiden wir einfach so. das sind natürlich beide Polka. Ja, stimmt. Oder, ja, Nein, ist Polnische. nicht, ist auch nicht, ist ein Parisch, oder? Polnische, stimmt. Ja, stimmt. Ja, das Also, ist alles eine Frage des Tempos. Ja, dann, ich glaube die Feuerwehrpolka. okay.
Polka, ein oberkleines Stück, Genau. oder? Ja, ein oberkleines Stück. Weil ich da gerade lese, wir sind auf Facebook und auf YouTube gleichzeitig online. Ja. Ich schaue da ein bisschen mit, da habe ich eure Kommentare, also ihr könnt da gerne Dinge reinschreiben. Und scheinbar ist auf YouTube das Bild verdreht, wie gesagt. Ja, das Entweder ihr macht diesen hier, der ist aber, muss ich zugeben, mit dem Stand-PC relativ schwierig. Aber ansonsten müsst ihr irgendwie, ich weiß auch nicht. keine Ahnung. Ich Ma- habe das gleich jetzt. Bei manchen ist es so, bei manchen ist es nicht. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz reinschreiben, könnt ihr uns hören und sehen? Da war jetzt eine Frage bezüglich Hören und Sehen. Also schreibst es gern einmal dazu. Und wir sind jetzt bei G. Wie gesagt, Ich habe schon Rückenverbinder, die sind da Zu irgendwo eng. versteckt. Aber das hilft mir nichts, weil die Couch so nieder ist. und nach die Feiertag passen die Rückenverbinder oft nicht. Nach die Feiertag gibt es keine Rückenverbinder. Wir haben da heute 312 Stücke mit, als die Stücke, die es in der Quetschen-Akademie als Lernvideo gibt, und gehen jetzt alphabetisch durch. F haben wir auch schon gehabt. F Gell? haben wir schon gehabt. Das heißt, wir sind jetzt bei G wie Gustav. Und zwar, ich lese euch jetzt vor und ihr schreibt es in die Kommentare. Der Gamsjägermarsch, der Gauborische, Geh Alte, gib a Ruhe. Geh Alte, schau mich nicht so deppert an. Schön. Gern haben dort gut. Das entschärft wieder ein bisschen. Der Glöckelwirtwalzer, gemütliche Leid, Gold, Platin und Diamant, Granatenpolka, der Gretelborische, Grüß dich Gott, Frau Wirtin, griechischer Wein, Großglocknerblick, grüne Tannen, Gruß aus Bernbach, Gstanzl, müssen wir uns einfallen lassen, Gurktaler Walzer oder Guten Morgen. Also da ist schon Naja, bei G, bei E Potenzial war dahinter. extrem viel Musikantentypisches und bei G ist ein bisschen so schon. Lustigerweise, gemütliche Leute, gern haben dort gut, aber gleichzeitig auch, geh alte, gib eine Ruhe, geh alte, muss man heutzutage sagen, geh alte, es ist sehr alter. von Vorwürfen geprägt, gell? Ja. Ja, also sagen wir so, geh alte, schau mich nicht so deppert an, geh alte, Wir gib mir Ruhe. Also, es ist die ganze Zeit. Wir bewerten jetzt nicht die Titel, sondern wir überlassen das komplett euch. Großglocknerblick, griechischer Wein, Großglocknerblick, Grodnertal, Grüß dich Gott, Frau Wirtin, griechischer Wein, auf der Streif, ist nicht G, glaube ich. Aber ja, kurz mal. Gern haben dort gut, Gauborischer, gemütliche Leid, guten Morgen, geh alte, gib mir Ruhe. Jawohl, der Ton funktioniert. Danke fürs Feedback. Gemütliche Leid, griechischer Wein, Grüß dich Gott, Frau Wirtin, griechischer Wein, Gruß aus Bernbach, Gretelborischer, Gamsjägermarsch. Also, ich glaube, das ist jetzt alles gewünscht worden. Das ist alles ziemlich. Jetzt haben wir einen Schirm auf. Tja, Machen wir mal so einen, Verbindung, so einen Blind. ein Blindflug. Jetzt. Machen wir uns zuerst aus, wer es dann. Gar kommen wir überhaupt auf Harvard. Vielleicht begleiten wir beide. Übrigens, Thema begleiten wäre doch vielleicht auch ein Neujahrsvorsatz für die das noch ausbauen wollen oder lernen wollen. Schaut gerne vorbei in der Quetschen Academy und macht einmal den Begleitkurs. Der ist ziemlich praktisch, weil während der eine die schweren Stickel spielen muss, kann der andere ein bisschen. Begleiten ist immer gut. Begleitung ist die, wie soll man sagen, die Lösung des Nichtwissens. Und genauso lassen wir das jetzt stehen. Okay. Oh! Ja, genau, der Gretelborische war das jetzt. 127, was hältst du davon? 127 ist auch gut. Also den haben wir eigentlich beide getroffen fast. Ja. Also Ja. ich ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Sehr nahe. Aber ich glaube Ja. auch eines Sehr nahe. der erfolgreicheren YouTube-Videos. Wir machen eine kurze Version. Kurze Version. Passt. Passt und weiter geht's. Ja, okay.
Jawohl. Oder Jürgens griechischer Wein war auch, muss man jetzt fairerweise sagen, das glaubt schon eines der meistgewünschten Stücke. Ist übrigens auch auf dem YouTube-Kanal eines der erfolgreichsten Videos, glaube ich. Sehen wir schon? Das freut mich. Ja, es ist auf jeden Fall, war es nicht so wenig. So, es geht weiter mit dem Buchstaben H. Schau, H. da haben sie jetzt nicht, da waren sie nicht so gut vorbereitet. Da hat noch keiner kommentiert. So. Ich glaube, wir spielen sowieso hoch auf einem gelben Wagen. Nein, sind wir fair. Also, alle Lernvideos in der Quetschen Academy mit dem Buchstaben H. Das sind Halleluja, die Hanni-Polka, Hans bleibt da, Happy Birthday, Happy Xmas, ja, Gut, das ist auch schon. ist auch ein bisschen jetzt gerade eine Woche zu spät. Ja. Hey Nachbarin, Herr erbarme dich, Herzilein, die Hey Hop Polka, die Hey Mann Polka, Hey Slavko oder Slauko, spiel uns eins, das Hirtermadel, Highway to Hell, hinten bei der Stadeltür, hoch am Ötschertraum, hoch auf dem gelben Wagen, hoch soll er leben, hoch vom Dachstein an, der Hochzeitsmarsch, der Hochzeitslandler, Höllerwind, mein Altes spinnt, der Halderburmarsch und Hula Baloo. Boah. Schau dir an. Hey Mann Polka, hey Mann Polka, hey Mann Polka, hey Mann Polka, Highway to Hell, Halleluja, Herzilein, Höllerwind, mein Altes spinnt, Hans bleibt da. Ja, Okay, also da nehmen wir mal einen Kampfschlag in der Zwischenzeit. glaube ich, ist der Tiroler Wunsch sehr vorn. Höllerwind, mein Altes spinnt. Halleluja. Schau, jetzt fangen wir uns alle an mit Höllerwind, mein Altes spinnt. Nein, hey Mann Polka, hey Mann Polka. Höllerwind, hey Mann Polka. Da kennt man, die zwei kennt man ja irgendwie Verbinden, ja, ja. das ist eine gute Idee. Wir fangen an mit den Häuglichen und hören dann nobler auf. Das Horkliche ist. Liebe Grüße an die Buben von Let's Fans. Irgendwas habe ich vergessen. Aber Die Hey Mann Polka und Höllerwind, mein Altes spinnt. Die Linda hat das vorher eingeschrieben, das kennt sie auch wieder mal auffrischen. Stücke auffrischen ist generell eine coole Idee. Oft kann man so viel. Und nein, weil Weltmeistertitel ist es nicht gewesen, aber ist ganz nett. okay, in dem Fall
hätten wir den Buchstaben H fürs erste jetzt auch mal abgehandelt. Oh, jetzt kommt Das ist ein Neujahrskonzert, ich sag's euch. I. Boah, Du? Okay, passt dann. I ist aber gar nicht so wild, gell? I ist ganz nett, glaube ich. Ja, ich bin so Steierbauer. Ich hab dich gern. Ich lieg in Straßenkram. Ich schick dir ein Bussel. Ich sing ein Lied für dich. Jetzt kommt's auf Hochdeutsch. Ich hatte einen Kameraden. Ich höre so gern Harmonika. Ich schwör. Endlich. Ihr Kinder dann kommt. Kommt aber nicht die Frage, ist ja Weihnachtszeit. Im Ärgerlich-Hus. In der Mölltal-Leiten. In die Berg bin ich gern. In Jochberg ist lustig. Oder Hat das einen Grund? die Original... Ja, das ist, ja. Also, das ist Aber dann doch. schon. Ja, die Originalversion. Ja, stimmt. Da ist auch ein Strich zu viel drauf, gell? Genau. Also Das auch ist diese die Stücke Idee. gibt es als Lernvideo. Ich habe vermutet, dass du jetzt... Das habe ich auch vermutet, dass da sowas kommt. Ich vermutete, dass du... Ich höre so gern Harmonika, Ich bin so ein Steirerbur. Ich höre so gern Harmonika. Servus Sigi! Jetzt sehe ich ihn Der erst. Raphael, grüß dich. Der Sigi ist auch da, genau. Frohe Weihnachten. Ein gutes neues Jahr. Euch alle da draußen. Und ich glaube, ich schwöre zweimal, ich höre so gern Harmonika, ich spiele so gern Harmonika. Ja. Ich höre so gern Harmonika. Ich spiele so gern Harmonika, das ist das gleiche gemeint, glaube Ich glaube, ich höre so gern Harmonika, gewinnt da gerade. Ja, Ist so mein Gefühl. ich glaube auch. Und während wir jetzt das Stück spielen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt es gerne mal auf Gefällt mir oder auf die komischen Herz- oder Smiley-Dinge da. Was auch immer, auf YouTube, glaube ich, ist es der Daumen. Teilt das gern. Und in dem Fall Ja, spielen wir jetzt Ich höre so gern Harmonika, bevor sie da jetzt alle Ich schwör wünschen anfangen. Ja. das war jetzt gerade verkehrt, gell?
stell dir das vor. Ich höre so gern Harmonika. Alles schwarze Tasten, gell? Alles schwarze Tasten, genau. Das ist Jawohl, ein gutes neues Jahr, auch allen, die jetzt da neu dazu eingeschaltet haben. Wir machen ein Neujahrskonzert, ein Neujahrswunschkonzert. Und das nächste ist leicht. Jetzt waren wir bei I. Wir waren bei I. Oh, jetzt haben wir eine sehr geringe Auswahl für den nächsten Buchstaben. J. Da haben wir genau 3 an der Zahl. Wobei 1 scheidet aus, ist auch ein Weihnachtslied. Der Jägermarsch. Oder wie heißt das Essen? Nicht Jägermarsch. Jägerschnitzel, Jäger irgendwas, Jägerbraten? Jägerpfandl. Irgendwas mit Jäger. Naja. Jedenfalls, es ist. Also Jingle Bells scheidet einmal aus, ja. Ist eine Woche zu spät. Und dann gibt es da noch was von den Schützenjäger. Der Jodelautomat. Naja, Kannst du jodeln? Bei dir wird es ja in der Familie liegen. Ja, Jägermarsch, Jingle Bells oder Jodelautomat. Top, die Wette gilt. Bin ich neugierig, was sich die Leute wünschen. Jägermeister. Jägermeister 2:0 für Jägermeister. Jägermeister steht nicht auf der Liste, aber kennt man auch. Also, Vielleicht einmal eine kurze Zwischenfrage. Nachdem Sie das Jambalaya, habt. ja, das haben wir leider nicht. Ja, stimmt. Das ist so cool, die Nummer. Modelautomat. Ja, weil Jodelautomat. Wir warten jetzt einfach so lange, bis alle sich einen Jodelautomat wünschen und dann spielen wir einen Jodelautomat. Das ist dann ziemlich eindeutig. Also wir haben da jetzt eine gute Strategie, finde ich. und während wir den Jodelautomat spielen, wie habt ihr eigentlich Silvester verbracht gestern, den Jahreswechsel? Wer hat am Balkon draußen Walzer getanzt? Wer hat, wie man so schön sagt, die Schank festgehalten, dass nicht davon läuft? Wer hat's verschlafen? Du verschlafen? Ah, Das hast du schon erlebt, quasi, ja, den niemals. Jahreswechsel. Das Da wirst du munter, wenn das so laut duscht draußen. kommt in der Regel nicht vor, genau. Okay, der Jodelautomat hat zufälligerweise gewonnen. Ja. Das weiß ich sogar noch, wie der Also, geht. der- Ich glaube, das ist eine kleine von mir, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist irgendwie so. Und das gleiche denkt. Das ist schon wirklich, also da habe ich nur Erinnerungen, wir haben das im Tanzmusikprogramm gehabt. Ja, Diesen das Jodelautomat, da kann ich mich noch gut erinnern. Und ich habe ja auch Silvester meinen ersten Auftritt gehabt, von 2,5 auf 2,6 bei minus 15 Grad. zu Silvester war dein Ja, Start. genau. Wie kann man sich das vorstellen? In Eisenerz am Hauptplatz bei minus 15 Grad, wo Einstiege spielen und dann eine Eisschicht auf dem Glühwein war. Das war Eine Eisschicht auf dem Glühwein, da ist es kalt. Ja. In welcher Formation hast du gespielt? Mit Ingrid und die Steinerwurst. Okay, also Ja. Tanzmusik, Auftritt. Genau.
im Winter das ist überhaupt was nicht. Das ist überhaupt Winter. Da habe ich, glaube ich, die beste Erfahrung gemacht, im Winter unvorbereitet auf der Eisbahn spielen. Und damals war dabei ein Fernsehteam, kann ich mich noch erinnern, und die haben das gefühlt 1000-mal aufgenommen. Entweder haben sie mir nicht zusammengebracht oder sie nicht zusammengebracht, das wissen wir bis heute nicht. Aber auf der Eisfläche spielend, ja, da wird es jetzt nicht wärmer vom Boden her. Also das ist natürlich nicht ideal. Jawohl, auf YouTube schreiben einige Bild drehen, wenn möglich. Das wäre sicher irgendwie möglich, aber in dem Fall, wir machen Musik und dreht einfach den Bildschirm, wenn geht, und sonst weiß ich jetzt auch nicht. Aber heute hat YouTube scheinbar entschieden, auf unserem Handy, das Bild, das wird verdreht. Aber ja, neues Jahr, neue Perspektive. Gibt eigentlich keinen Grund, warum das jetzt anders ist. Also es ist nicht bewusst. Es ist nicht bewusst anders. Aber wie so oft im Leben, auch das darf man nicht so hart nehmen. Es geht um die Musik hauptsächlich. Und wobei vielleicht hat YouTube jetzt mit dem ersten eine neue Funktion, dass es automatisch das Bild anpasst, wenn zwei nicht Platz haben. Das kann sein, das ist die logische Erklärung. Vielleicht brauchen wir mehr Bildbreite. Naja, wir gehen weiter zu K. K wie... Oh. Oh je. Nein, K wie K. Karwendellied, Katrin Borischer, Kling, Glöckchen, Kling, Kehr ich einst zur Heimat wieder, Kufsteinlied und Kugelnmurser. Also ich habe jetzt eine leise Vermutung, habe ich schon. Ja, aber kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Aber ja, jetzt schaut so aus. Ja. Wie gesagt, wir sind ja mittlerweile Habe ich mir schon fast gedacht. Wir sind mittlerweile 6 Lehrer und eine davon, die neueste, die Celia, die hat vor Weihnachten mit ein paar jungen, talentierten Harmonikaspielern, die hat einen Workshop gemacht mit dem Herbert Bixner. In Schladming war das. Da werden wir vielleicht demnächst auch mal ein Video hochladen davon. Und da war der Katrin Borischer, glaube ich, auch das erste Stück. Ich glaube, das ist überhaupt das bekannteste, älteste Stück vom Herbert Bixner, was es gibt. Oder von der Obergrein. Das ist ganz sicher. Also von der Jawohl, der Katrin Borischer wird es werden. 2-mal Kufsteinlied hätten wir dagegen. Aber in dem Fall wird es der Katrin Borischer. Tja. Ich? Wie wurscht. Einfach du. Der Katrin Borischer vom Herbert Bixner war das. Das ist übrigens ein Lernvideo von Thomas, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja. Also auch das kann man lernen. Und Oh, Maria. Naja. es geht weiter mit L. Ja, das ist tatsächlich ein Fußballist. Jawohl! Beim Buchstaben L, da gibt es zur Auswahl den langsamen Landler, lasset uns das Leben genießen, Last Christmas, lasst uns froh und munter sein,
Also bei uns gibt es Lernvideos, unfassbar. Leckerfasselpolka, das ist cool. Den Leck mich am Arsch. Leise rieselt der Schnee. Leckerfasselpolka ist ja die Linzer Polka. Ja, genau, ja. Oder Landsleit-Polka. Oder Ja, genau. Die Leitenalm-Polka. Leidl müsste lustig sein, ein Zwiefacher. Oh ja, genau. Die Liebeslaube, Liesel Dradi, links, rechts, vor, zurück. Das Lumpenlied, Lust und Leben. Lustig ist das Zigeunerleben oder lustiges Wochenende. Oh, das ist ja nicht. Leckerfassel. Linzer oder Leckerfassel. Siehst du, das Ui. passt sogar beides bei L. Stimmt. Obwohl es der gleiche ist. Landsleit-Polka passt auch bei Was da? Ja, genau. Leck mich am Arsch, lasset uns das Leben. Leck mich am Arsch, hä? Leck mich Polka. Das wäre schon wieder so eine rhythmische Partie. Wer, Ja. Jetzt fragen wir mal anders, wer kann den Leck mich am Arsch? Schreib es mal kurz ein. Das war bei meinem allerersten Wettbewerbsauftritt 2009 oder so, war das. Ja, um die Zeit war das ganz hoch im Kurs. Da war das gerade ganz neu. Gleich wieder Blondinenwalzer oder sowas. Blondinenwalzer. Das war von ihm und der russische damals noch. Der Russische. Der Ja. Diplomlandler, der kommt übrigens, Ja. glaube ich, nächstes. Nein, im Jänner auf jeden Fall als Lernvideo. Der kommt, genau. Auch vom René. Und das war die weiße, die Blusen-auf-CD vom Herbert Bixner. Ich glaube, so die erste, die so richtig Ja, durchgestartet hat genau. mit Ja. diesen Harmonika-Stücken. Ja, wir spielen jetzt den Leck mich am Arsch, weil er so einen Dann machen schönen wir Titel hat. Vielleicht müssen wir ein bisschen abkürzen. Jetzt schwitze ich. Was habt ihr denn in der vergangenen Nacht gemacht, Stefan und René? Ja, wir haben geübt. Natürlich. So wie es sich gehört. Schau, Schau. der Zettel, der kann auch schon ins Der kann Archiv schon. einmal vorläufig. Ja, genau. Das war jetzt L. L. Leck mich am Arsch. Und jetzt geht's weiter mit M. M. Siehst du Gibt's so ein weit paar, ohne die denken schon Spekuliereisen? mit. Ja. So. Marsch der Steirer. Mauspolka. Mein Hut, der hat 3 Löcher. Mein Mädel aus Krein. Mein Vater sei Heisel. Misse Marmoradi. Wir sind's vom Wald daheim. Wir gehen ins Gasthaus. Wir sind vom Gratnertal. Morgen, Kinder, wird's was geben. Na gut, das ist auch wieder ein Weihnachtslied. Mitteregger Walzer. Muntipolka. Muss ich denn? Und noch. Nein, das ist schon. Das ist N. Das Ja, ist schon N. hat Ja. der Stefan die Strich falsch gesetzt. Schaut aus. Ja. So, Aha. wir sind vom Wald daheim. Marsch der Steirer, Mädel aus Krein. Mädel aus Krein, Mädel aus Krein.
Mädel aus Krain. Ja, Mädel aus Krain. ist Mädel so. aus Krain, Mädel aus Krain oder wir gehen ins Gasthaus. Also Mädel aus Krain. Falls der Ricci zuschaut. Ja, der Ritchie ist ja gerade Harmonika ausliefern in New York. genau. Ja. Muss ich denn? Mädel aus Krain. Mädel aus Krain ist die Mädel aus Krain, ist sogar glaub von ich, dir, ist glaube ich, gell? Das lernen wir das von mir, ja. Genau. Ja. Ja, dann Naja, würde probieren ich sagen, schauen wir zusammen, ob der kommt. So, stellen wir es wieder auf. So, jetzt kannst du das digitale Notenblatt wieder auf. Nein, das schafft. Nein, bei uns ist alles auswendig. Sogar bei uns beiden. Auch wir spielen auswendig. Wir spielen auch aus. Und manchmal hört man das. Ja, also Thema auswendig. Wir haben das Einzige, ich weiß nicht, wie es dir da geht, was ich mir nie merke, das ist quasi so eine Repertoirelisten. Schwierig. Also, wenn sich Also, jemand was wünscht, geht es Wenn meistens. Stück Namen und Interpreten verwendet ist, bin ich sowieso gerade nicht schlecht. Weil es mich auch ehrlich gesagt nie interessiert hat. Das heißt, dich immer mehr interessiert, spielen. Mich interessiert auch kein Text beim Lied oder so. Das ist leider so, ich kann alles spielen sofort, wenn ich es her, ich kann es arrangieren, aber das ist einfach nicht meins. Ne? Aber das ist wiederum das Coole. Ich glaube, das merkt man bei uns mittlerweile im Team. Wir sind jetzt eben als Lehrer zu sechst und da sind so unterschiedliche Persönlichkeiten drinnen. Der eine spielt mehr modern, die andere mehr Volksmusik, der nächste wieder mehr Oberkreiner und der tut wieder gern singen und der wieder weniger. Also es ist alles möglich und all das, was ihr bis jetzt da gehört habt, das kann man lernen. Also jetzt einmal kurz Einsatz Werbung. Schaut vorbei in die Quetschen Academy und lernt Harmonika. Lernt neue Stickel, geht es an, macht Genau. was aus dem Jahr 2023 und wenn ihr schon dabei seid, dann bleibt dran. Unbedingt. Und jetzt machen wir weiter mit dem Was haben wir jetzt? Buchstaben N. N. Okay, das ist leicht. Das ist nicht so viel, gell? Die Nagelstaubwolke, näher mein Gott zu dir. Die Nandelwolke, Narkotik. Das neue Jahrgeigerlied, stimmt, das ist heute, gell? Das ist Nix Amore. Oder noch einmal erklingt der Walzer. Ja. Also da finde ich sage,
wir haben da zwar nichts zum Mitreden, aber noch einmal erklingt der Walzer, ist eigentlich was für die Schöneren. Es ist sicher. Naja. Nagelstaub ist da gut. Das geht auch, ja. Oh, nix Amore, nix Amore, nix Amore. Und da haben wir Narkotik. Ja klar, dass der Hannes Narkotik sich wünscht. Ne? Das ist glasklar, das wundert mich überhaupt nicht. Also wir müssen uns entscheiden zwischen nix Amore und Narkotik. Tja, mir ist es egal. Ein ehrliches, mir ist es egal. Schau, der Thomas, der schreibt noch, durch euch kann ich endlich Rosamunde. Der Buchstaben R, der kommt bald. Der kommt bald. Ja, Schauen wir, ob wir es auch noch kennen. Genau. Ja, nix Amore oder Narkotik. Warte, wir werfen auch Münzen. Keine Münzen da. Ihr merkt, wir sind entscheidungsfreudig. Also das war die Lösung jetzt für beides. Ist aber lustig, dass wir einen ähnlichen Gedanken gehabt haben. Ich habe mir es noch nicht ausdenken können. Ja, nix Amore, Narkotik. Wenn man will, geht alles. Finde ich, hat man da jetzt wieder irgendwie schon auch gesehen. So, das war jetzt N. Oh, Es geht weiter mit O. mit O. O du Fröhliche, O Tannenbaum. Ohne Musik geht nichts. Oder O Susanna. Also eigentlich müssen wir da jetzt wieder eigenständig entscheiden, dass wir O Susanna spielen. Ja, das ist eine gute Idee. Oder? Genau. Bei O Susanna, das ist so ein Stück, das kennt glaube ich wirklich jeder. Ja. Aus das den ist- Schulliederbüchern, das ist überall dabei. Ich kann mich noch erinnern, wie der Thomas damals gesagt hat, er nimmt jetzt O Susanna als Lernvideo auf. Das ist wirklich egal wo, das kennt jeder. Ich habe noch Das nie ist jemanden getroffen, der dieses Lied nicht Ein kennt. Stück weltweit, das was überall kennt wird, ist auch wirklich, es hat auch bis jetzt immer gefällt auf der steirischen Harmonika, weil bei jedem anderen Instrument ist das in jedem Schulheftel, Klavier oder was, ist überall dieses O Susanna zu finden, weil es einfach so bekannt ist. Ja, und jetzt haben wir auch als Lernvideo. Jetzt haben sie Also 218 Lernvideos haben wir schon, oder Titel haben wir schon durchgelesen heute. Das ist ja Wahnsinn, wie wir gut und das ist lesen ja können. eigentlich fast wie Nix Amore. Bitte jetzt nicht durcheinander kommen.
Ah, du warst echt viel. Ist aber Wahnsinn, wie da gute Laune aufkommt bei dem Absolut. Stück, oder? Also da glaubt man sofort, es ist naja. Ja, einen schönen ersten. Ich war ja gespannt, hat heute jemand das echte wobei, nein, falsche Frage, das ist das echte Neujahrskonzert. Aber jetzt kommt der Buchstaben P. P wie Peter. Und es geht los mit Perfect Quetsch, dem Passeiradlandler, Peters Brünnerle, der Pfatterer Marsch, Polonaise Blankenese, die Bredula Polka, ja, Also das ist das Präturium. eigentlich kann es nur die Bredula Polka werden. Ich glaube auch. Wahrscheinlich das meistgespielte und meistgekonnte und meistgewünschte Stück, Das das es überhaupt gibt. Stück auf der steirischen Harmonika, das Standardstück, was man, Stimmt. egal wie gut man spielt, immer spielt. Siehst du, der Michael Sammer ist auch da. Ja, Gutes neues Jahr. Geburtstagsjahr. Und so, da wünschen sich die Leute andere Sachen auch noch. Aber bis jetzt Ja, auf jeden Fall Pennsylvania Polka. Die ist auch ziemlich cool, muss ich zugeben. Bredula Polka, Polonaise. Wobei, ist auch cool irgendwie. Oh, der Thomas Giefing, der war live im Wiener Musikverein. Das kann man vorstellen, das ist ein Erlebnis natürlich. Die stimmen nämlich gar nicht so schlecht zusammen, gell? ja, absolut. Haben wir wieder, ja, Petrolanese, Trollernese. Barseirerlandler. Ja, ich glaube, mit P hat jetzt die ich kann es selber schon nicht nachsprechen. Bredula Polka. Machen wir ein kurzes Brainstorming, wie viele Namen für die Bredula Polka finden wir? Bredula Polka, Radltuchenpolka, Hebamm zum Zahlen. die Hebamm zum Zählen, genau. Was gibt's noch? Dann gibt es quasi den, wie heißt das schnell? Der Stornregler Polka. Marsch, Polka, Marsch, ja, ja, ja. ist auch das gleiche Thema, ja, genau. Das ist auch das gleiche. Die Tennispolka. Das ist auch das gleiche. Ja, egal wie sie heißt, wir spielen es einfach. Wieder das. Spiel du die, die habe ich nicht gespielt. Wie, was? Vorn. Vorn? Nein, nicht wurscht. Der oben ist Auf besser. einer von den 4 rein auf jeden Fall. Auf einer von die. Okay, passt, ja. Weil sonst kriege ich keinen Dämpfer. Jetzt die ganz original Bredula Polka von den Bredula Burm, so wie es der Sehr Urgroßvater, den Großvater gelernt hat, der Großvater, den Vater und der Vater uns. Ah ja.
glaube, Ja, aus der kann man immer viel machen. Millionen Versionen von der Das Bredouille ist Polka. eine. Genau, also die Bredouille Polka ist So, nie ausgespielt. Also, wir machen weiter. Es gibt sogar ein Lied mit Q, das ist die Quetschen Master Polka. Und ich Ah. glaube, da können wir jetzt beide offiziell sagen, ist das die? da kann ich nur den ersten. Nein, das ist eben die andere. Ah, das ist die andere. Ja, okay, Entschuldigung. Das ist nein. ein Stück vom Thomas Ah. und ich kann da auch nur den ersten Teil, weil den zweiten und den dritten verwechsel ich immer mit der anderen Polka, die du gerade gespielt hast. weiß ich auch nicht alle, ganz sicher, wenn ich es einmal herwissen das, aber Und dementsprechend werden wir das dem Thomas vorbehalten für einen der nächsten ich glaube, das Livestreams. ist am besten, ja. Im Radiodaten sagen, wir haben uns das aufgeschrieben und werden es in einer der nächsten Sendungen spielen. Aber wie gesagt, erster Teil wird gehen, die anderen zwei wissen wir nicht. Ja, das gleiche ist. Dementsprechend machen wir mit R weiter. Machen wir mit R weiter, ist glaube ich gescheiter, ja. Das Wobei, Ramsauer Kreuzpolka, das ist ja leicht, das ist eine coole, das ist recht neig. Der Radetzky-Marsch, der Rainer Marsch, Rehbraune Augen hat mein Schatz, das Reh-Ragout, das Rennsteiglied, Rock Me, Rosamunde, die Rosipolka oder Rudolf the Red-Nosed Reindeer. So, Naja, also schauen wir, was wird. Eigentlich Ärger hätten wir schon abdeckt. eigentlich haben wir schon, genau, wenn wir am Anfang schon. Siehst, Rainer Marsch, ja, Rainer Marsch ist natürlich, Radetzky Marsch haben wir schon gespielt. da ist die Frage aufgedacht, was lest ihr da? Wir haben da ausgedruckt, die 312 Titel, die es in der Quetschen Academy als Lernvideo gibt, Genau. und gehen die jetzt alle durch. Und ihr könnt euch bei jedem Buchstaben eins wünschen. Schau, Rosipolka, Rosamunde, Rainermarsch. Rosipolka, Rosamunde, Rainermarsch, Radetzky erst am Schluss. Rosipolka, Rosamunde. Du, ich glaube, da bringt jetzt die Rosamunde. Ja, ich glaube auch fast, gell? So wie es ausschaut. Wir nehmen Rosamunde. Sollen wir das einloggen? Ja, es ist Rosamunde in dem Fall. Jawohl. So, das haben wir, glaube ich. Auf der ersten. Rosamunde schenkt mir dein Herz und sagt ja, zu diesem Stück, da habe ich jetzt einen besonderen Tipp für euch, das habe ich jahrelang so gemacht.
Ich bin immer recht effizient gewesen und ein fauler Übermensch und habe das dann einfach so gehalten. Bei Rosamunde einfach nur den Refrain, der besteht aus 4 Griffe. Ja, das ist natürlich Also- auch das Bekannteste draus. Auch wenn ihr noch nicht so erfahren seid, den Refrain, den kann jeder lernen, also nur den 3. Teil lernen und den kann man jetzt Medley einbauen und dann läuft Genau. die Maschine. Jawohl! Das ist gar nicht so schwer, du hast vollkommen recht, Thomas, es liegt nicht schlecht, gell? Es liegt Also mit das- unserem System aus dem 3., 4., oder was? Generell, ja, der Bassteil Nein, liegt das- eigentlich. Es geht eigentlich, also nur einmal Druck zuwechseln. Genau. Ah. Nein. Ja, da kann man entweder so wechseln, oder? Und jetzt ist sowieso alles auf Druck. Klingt Das- jetzt wahnsinnig kompliziert, aber im Lernvideo wird es erklärt. Der Thomas hat schon geschrieben, das ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so wild, nein. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch kein Thema, wenn das wer weglässt. Weil er wird international meistens auch weglässt. Stimmt, ja. Ja. Stimmt, überhaupt. Ich glaube, Das ist ja die Bier Beer Barrel Polka. Polka ist die Rosamunde quasi international. Und da gibt es ja sehr viele Polkas, die was ja. Auf dem Ja, Zweig. genau. Ein bisschen anders gespielt so vom Rhythmus, aber sonst das Frankie Gleiche. Jankovic zum Beispiel, das spielt er auch. So, das war der Buchstabe R. Und jetzt, mein lieber Freund René, bei S haben schon so viele Leute Spitfire geschrieben. Ja, Und Sierra Madre. Aber wir lesen es dann trotzdem. machen wir wieder einen Mix draus. Das war. Ja, René Kogler und die Parkinson-Harmonika. Ja, das ist wirklich so. Wir lesen aber der Fairness halber auch vor, was gibt es unter dem Buchstaben S als Lernvideo in der Quetschen Natürlich. Academy. Die Sauerkraut-Polka, Oh. die Sauschädel-Polka, Schau, wie es regnen tut, der Scheiflinger Kirtag, Schneeflöckchen, Weißröckchen, schneit nicht, bringt nichts, Schneewalzer, ebenso, Schöne Urlaubszeit, der Schönfeldmarsch, den habe ich jetzt mal beim Adventkonzert gespielt. Okay. Die Schwarzeckalm-Polka, Mhm. Vorsicht, der Schweizer Psalm, der Sensenborische, Sierra Madre, der Simone-Landler, der slowenische Bauerntanz, slowenischer Wein, so ein Tag so wunderschön wie heute, so lieb habe ich die, vom Andreas Gabalier, so schön ist Volksmusik, solide Alm, Sommernachtswalzer, Sonnenaufgang über Straleck, Spitfire, der Standschützenmarsch, die Sternpolka, in Steffel Hansl seiner Steirer Sommer, Steirer Menschen very good, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, genau. Das Der ist- Stirnwirt Franzé, der Strickerlandler und süßer die Glocken, die klingen. So. Dann. So ein Tag so wunderschön wie heute, Sirenenpolka, schöne Urlaubszeit, Spitfire, schöne Urlaubszeit, Sierra Madre, Sierra, schöne Urlaubszeit, Sierra, Schönfeldmarsch. So schön ist Blasmusik, also so schön ist Volksmusik. Solide Alm, sollen wir da jetzt ehrlich sein einmal? Ja, also ich Also, gebe da vielleicht- das bekannt, ich glaube, das spreche ich für uns alle zwei. Also, der Thomas hat ja das wunderbare Lernvideo gemacht für solide Alm. Und das muss man vorwegnehmen, zum Spielen nicht besonders schwer. Das Nein, sind nur ein das- paar Griffe. Absolut nicht. Also, ich glaub, Aber wir kein- merken es kein sonst beide Stück nicht. vom Hubert Geusern ist jetzt wirklich schwer oder ist jetzt Also von den Griffen her. grifftechnisch schwer oder Das ist immer sonst irgendwas. vom Groove her. Aber es geht einfach um das, dadurch, dass diese Länge von dem Stück ist und er, muss man auch ehrlich so sagen, er auch zufälligerweise oft die Knöpfe so bedient, wie sie gerade liegen. Und der Thomas sich das angetan hat und das wirklich 1:1 alles eingelernt hat, Also das Lernvideo ist sensationell. ist Ich glaub, sensationell. es gibt 7 Teile von dem Stück Genau, und wir haben es uns beide noch nie noch gemerkt. nie. Nein. Also, Also solide Alm, das werden wir auch für Thomas aufschreiben für einen der nächsten Livestreams. Genau. Da sind wir mal das bleibt ihm ganz vorbehalten. sicher heute nicht vorbereitet. Sierra Madre. Aber wie gesagt, jeder kann, oder ich glaube tatsächlich, wir können, ich habe mal nachgezählt,
ein paar tausend Stücke gehen schon. Da gibt es jetzt über 300 als Lernvideo mittlerweile. Insgesamt geht sehr vieles, aber Ja, es ist. natürlich. Irgendwas wünschen sich die meisten, oder das Publikum dann meistens, was man nicht erfüllen kann, aber da muss man einfach drüber stehen, ein bisschen lachen. Siehst du, so schön ist Volksmusik, slowenischer Ja. Bauerntanz, slowenischer Bauerntanz, slowenischer Bauerntanz. Okay, Freunde, wir machen da jetzt eine, wie nennt man das? Ja, Quasi die zweite Wahlrunde dann. eine, Spitfire oder Sierra Madre? die Stichwahl. Stichwahl, genau. Skandal im Sperrbezirk. Das ist auch nicht weit weg eigentlich, wenn man die zwei mischt. Ja, das ist fast das Gleiche. Da kommt so ziemlich Die der Skandal raus. Spider-Murphy-Gang war das, oder? Genau. Die haben wahrscheinlich einmal spät auf die Nacht an am 1.1. Spitfire und Sierra Madre gemischt und haben einen neuen Hit Haben den ausgebracht. Hit rausgebracht. Und das kann leicht passieren. Also das ist wirklich... Ja, in dem Fall gewinnt, glaube ich, Spitfire. Geht das? Ja, ich probier's einmal, ne? Thomas, und da lasse ich die jetzt einmal werken. Renekogler und Spitfire. In dem Fall hätte ich jetzt aber auch da die BSAs stehen. Ah ja, das ist lustig. Das hat unter Es anderem wirkt vor Weihnachten. einfach mit der BSAs besser. Es wirkt besser und es hat sogar der Herbert, der Wixner selber gesagt, es ist auf der BSAs, geht sich das auch schon besser aus. Ja, natürlich. Lufttechnisch, drucktechnisch. Drucktechnisch ist es alles natürlich besser. Also da haben wir einen coolen Tag auch mit Herbert Wixner verbringen dürfen. In dem Fall, Haben wir in seine Trickkiste geschaut und, und der René hat das sowieso schon lange alles vorher kennen. Aber jetzt, aber schauen wir mal, ne? Ha, ha. ich glaube, ihr wisst, wo die Applaus-Smileys sind. Also, ich kenne kein Stück, wo man so froh ist, dass man kurz einmal so machen kann. Ja? Also soll ich dir ja, genau. Wobei man sagen muss, da hat man jetzt schon gemerkt, die Gesichtsmuskeln, gell, Ja, es ist auch so, dass die wir sind schon zum irgendwie Schwitzen gekoppelt mit den Fingern, die verspannen sich auch. Also, damit. es ist schon. Da bitte, ich gebe ja ganz offen und ehrlich zu, übrigens nicht durch. Ja, ich muss auch Von der sagen, Kraft her. das ist wirklich sehr schwer zum Durchbringen, auch für mich. Und es ist auch ganz sicher für den lieben Herbert, so Sag er dass er selber. sich jetzt mal auch. Sag er selber, Ja. ja nicht aus der Kalter, aber
zuerst einmal lang Harmonika spielen, dass Also- die Finger ein bisschen warm werden. Man kann sich schön verhauen dabei, Und beim Üben, wenn es nichts wird, dann lasst es wenn einmal. man es zu schnell angeht. Oder Mit der Brechstange kann man sowas sowieso nicht üben, weil da werden nur die Finger hin. also das jetzt zum Beispiel als erstes Stück in einem Livestream, wenn man vorher wirklich nichts gespielt hat, das ist dann ziemlich der Tod für die Hand. Ja, Ja, man Das kann ist- sich auch langfristig schädigen mit sowas. Genau. Aber um das soll es nicht gehen, weil die Musik sollte eigentlich Spaß machen. psychisch. Ja. Man kann sich auch psychisch schädigen, wenn man das zu viel übt. Und das Lustige ist aber wieder, so zwischendurch einmal so eine flotte Nummer, das macht schon Sinn, muss jetzt nicht sowas Brutales sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, meistens so für die breite Masse, für das Publikum, für die unter Anführungszeichen normalen Leute, die hören dann eigentlich den alten Jäger lieber, als das ganze Absolut. Krampfzeug. Ja, Das ist ja wirklich, es ist ja ein Wahnsinn im Prinzip, es ist immer das Gleiche. es sind 3 Griffe, ne? Und das Witzige ist, dass dieser Teil, der ist zum Ausrasten, also der ist ganz leicht. Ja, stimmt, ja. Und bevor der nicht ganz leicht ist, geht das Stück niemals durch, weil du musst das ausrasten. Ja, Schön gesagt. das ist so. Jawohl, das war Spitfire. Auch dazu gibt es für die Freaks unter euch ein Lernvideo in der Quetschen Academy. Und wir machen weiter mit dem Buchstaben T, wie Theodor. Und schauen wir mal, was da wird. Da sind ein paar Klassiker dabei. Tante Mitzi, der Teigisch-Kramwalzer, die Teufelstein-Polka, der Taurer-Mullerwalzer, der Little Drummer Boy, tief drin im Böhmerwald, der Timpelbohrisch ist cool. Tirol Ischlei 1, Tirol, die Tiroler Burmpolka, der Tiroler Holzhackermarsch, Oh. tirolerisch gespielt, der Tolga, der Burwalzer, trinken wir's noch ein Flascherl, das Trompetenecho und den Tusch. Jawohl, es gibt auch ein Lernvideo zum Tusch, weil das ist eines von den Dingen, die man in der Praxis am öftesten braucht. Ja, das ist. Das ist einfach Klassiker. ein Klassiker. Das muss Ja. ja nirgendwo so leicht umsetzbar wie auf der steirischen Harmonika, muss man auch sagen. So, Weil das ist einfach stimmt, ja? Ist eigentlich ein Duschinstrument. ein Duschinstrument. Duschgleich, Genau. Duschgleich. Duschgleich. So, ja, der Tusch wird sich gewünscht. Tiroler Burmpolka, Trompetenecho, Holzhackermarsch, Timpelbohrischer Trompetenecho, Tusch, 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 Tirol, 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 Tiroler Burmpolka, Tiroler Burm, Tiroler Burm, Tiroler Burm, Tiroler Burm. Ja, das schaut mal gut aus. Auf YouTube gibt es sowieso nur Tiroler Burmpolka. Tritschkratschpolka hat sich der Andreas auch gewünscht. Haben wir nicht da dabei heute in unserem Wunschprogramm. Könnte man auch machen. Aber die Tiroler Burmpolka, die gewinnt, Das glaube ich. ist, grad. glaube ich, Wink. Das ist übrigens auch so wie die Bretula Polka. So das Stimmt. gehört jetzt zum steirischen Bretula Polka Dings, weil das ist einfach Man die nehme, bekannteste Polka. Und in Tirol, glaube ich, ist das die bekannteste Polka, was in dem Zusammenhang ist. Ja. eine der bekanntesten. Eine Man nehme der ein paar bekanntesten. Teile von ein paar Stücken und würfle sie durcheinander Genau, in das ist andere es. Reihen. Da können wir uns aber abwechseln, oder? Gute, genau. Oder? Gute Überleitung. Der dritte Teil von der Tiroler Polka. Schau, der Michael schreibt, das ist mein nächster Angriff zum Lernen. Ja, auf geht's. Und schickt gerne mal ein Video durch. Oder schickt generell einmal gern Videos durch. Wir freuen uns immer drüber. Ich habe jetzt erst zu Weihnachten noch immer viele Weihnachtslieder von euch auf WhatsApp angeschaut. Also weiter so. Dranbleiben, draufbleiben. Tiroler Burmpolka. Passt? Gut.
Wirklich ein Klassiker. Die Tiroler Burmpolka, für alle, die neu im Livestream dabei sind, drückt gerne auf Gefällt mir, teilt gerne den Livestream. Wir freuen uns. Und natürlich ein gutes nächstes Jahr. Genau. Und ein gutes neues Jahr. Das vergisst man oft, wenn man schon oft gesagt hat. Mein Neujahrsvorsatz ist übrigens, ich gehe wieder mal zum Friseur. Das ist ein guter Vorsatz, den habe ich schon erledigt voriges Jahr, also das passt. Ja, also mir kommt vor, aber jetzt gerade da, wenn es so zur Sache geht. Oh, jetzt kommt U bzw. UE. Also wir haben ja heute unsere 312 Stücke da, die es in der Quetschen Academy als Lernvideo gibt. Na, Blödsinn. Wir haben jetzt schon, wir waren beim Buchstaben T Jawohl, stimmt. und jetzt die Top 3 oder die 3 Lernvideos unter U. Der Übelbacher Französisch, ja? Das ist dort, wo du her bist ungefähr, gell? Ja, ungefähr, ja. Das ist fast ein Übelbach. Übelbach ist Wenn man da bildhaft drüber nach. noch Ja, der weiter. Gemeinde, aber ja. Und wer im Jänner geboren ist, unsere alte Kat. Weil man sagen muss, das Leichteste ist sicher, und wer im Jänner geboren ist, aber das ist ein Lied, also da geht es immer zur Sache, auf so Familienfeiern und so. Da kann man auch einerseits Zeit schinden und andererseits Stimmung erzeugen. Genau. Das Und der Wirt freut sich auch, wenn alle austrinken. das Und ist nachbestellen. besser. Wie schaut es da aus? So, jetzt schauen wir da. Da kommt eigentlich noch nichts. Richtig, unsere Tante Mitzi. Also das ist natürlich auch. Aber wissen Sie die Leute besser, gell? Ja, genau. So, welche reichen wir? Ist egal. Eigentlich, ne? Ja. Goldplatin und Diamant. Ja. Das Wir ist spielen auch- sie einfach quer durch alle Reihen irgendwie. Das Lernvideo ist vom Thomas, ich bin mir nicht sicher, in welcher Reihe das ist, in der zweiten. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich verwechsel das oft mit immer. Aber. Nein, machen wir erst. Tu mal irgendwas. Unsere Tante Mitzi. Also das. Und ja, wir lesen den Chat und YouTube steht Kopf, das wissen wir. Aber das ist halt heute einmal so, es geht um die Musik. Und er schaut, er kennt aber die Buchstaben nicht. Jawohl, schauen wir dann später, ob da nicht jemand auch blockiert werden will. Aber ich glaube, es geht so. Jedenfalls, nein, wir lesen es. Aber, wie gesagt, der YouTube-Livestream hat heute beschlossen, er wechselt die Perspektive und
Wir nehmen es Wir da. haben ganz normal gestartet. Keine Ahnung, warum das Wir so haben, ist. wir haben die Musik in den Vordergrund gestellt und unsere Vermutung dazu ist auch, dass YouTube eine neue Funktion hat. Wenn die Leute nebeneinander im Bild nicht mehr Platz haben, dann wechselt YouTube automatisch Wahrscheinlich. die Kamera. Also wir sind eigentlich viel breiter, als was wir jetzt ausschauen. Stimmt, ja. Das klassische Weitwinkel. Du hast Harmonika spielen angefangen, nein, G-E-E, das hat schon hin, das passt schon. Wir lesen auf jeden Fall den Chat, wir haben da den dabei und wissen es heute auch nicht genau. Also, wie kann man euch Videos schicken, fragt der Nico Weishäupl. Ihr kennt es einerseits, das Beste, wo ich immer wieder oder eigentlich regelmäßig reinschaue, das ist in unserer Quetschen Akademiker Facebook Schülergruppe, beziehungsweise auch gern an WhatsApp, da drinnen findet ihr alles, für alle, die in der Quetschen Academy angemeldet sind. Wo ich nicht regelmäßig reinschaue, muss ich zugeben, aber doch immer wieder mal. Ihr könnt uns gern auf Instagram Videos schicken oder generell folgt uns auf Instagram oder auch auf Facebook, wobei auf Facebook bin ich mir nicht sicher, ob man Videos schicken kann. Aber entweder Instagram oder wie gesagt sonst Facebook-Gruppe sehr beliebt. Da schaue ich immer mit, auch wenn ich nicht immer alles kommentiere, aber da bin ich immer live dabei. Karl Bichelbauer. Nicht im Kuvert. Ja, aber Karl, du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall sind wir heute, jetzt sind wir schon beim Buchstaben V. V. Es gibt ja mittlerweile 312 Lernvideos in der Quetschen Academy, ist glaube ich für jeden was dabei. Und bei V, da sind eigentlich nur Weltscheiben. Nur Deutschem. Der Vierteljahrhundert, Dreiviertler, Okay. von der Hohen Alm auf die Niederalm, Das ist das, ja. von Freund zu Freund und von guten Mächten wunderbar geborgen, umgeben, geborgen. Okay, das muss ich sagen, das sagt mir jetzt gar nichts. Das sagt ja nichts, Nein. das ist ja ein Wahnsinnsscheiben. Wahrscheinlich kenne ich es aber. Hast du sicher schon mal gehört, das ist das. Und so weiter und so fort. Und die Leute sind sich einig, das wollen sie nicht. Vierteljahrhundert, Freund zu Freund, Freund zu Freund, Freund zu Freund. Die Ich glaub, Monika hätte sich das gewünscht. Monika, du hast guten Geschmack. Gefällt mir. Von guten Mächten, die Daniela wünscht das auch. Von Freund zu Freund. Also das ist ziemlich. Aber bis jetzt würde ich auch sagen, von Freund zu Freund wird wahrscheinlich diese Wertung gewinnen. Und Es hätte auch was anderes gewonnen, aber das hat den vorgesetzt auf der. Stimmt. Und deswegen ist es jetzt Stimmt. nicht mehr dabei. Und sollten wir von Freund zu Freund spielen, übe ich jetzt mal kurz den Zwischenteil. Und jetzt fangen wir schon an. Liebe Grüße an Robert Krenn an dieser Stelle, ist glaube ich sein Lieblingsstück.
Das ist, ich glaube, 2017 oder 18 habe ich das erste Mal gehört am Woodstock der Blasmusik. Ich denke mir, ist das eine Festspengler-Nummer? Nein, ist es nicht. Nein, Es okay. ist vom Martin Scharnagl ist die Nummer. Okay. Also auch hier, liebe Grüße, ist echt Ah, eine ist eine coole Wahnsinnsnummer. Nummer, aber Aber- ich hab's nicht kennt, ne? Was ich mir auf der steirischen da herumplagen habe damals. Aber wie gesagt, auch das kann man mittlerweile lernen. Und Jetzt waren wir bei V, jetzt kommt noch. wir haben noch W. 2 Buchstaben. Ja, Ich würde sagen, das W bei überlasse ich jetzt einmal W dir. ist gar nicht so wenig. Wer klopft an? Wo reißt die Stimmzunge? Wahre Freundschaft, Waldheimer Teppich, Waldinger Borisch, wenn du durchgehst durchs Tal, der Wasserleitungsmarsch, wirst mein Licht um mich sein. We wish you a Merry Christmas, weit, weit weg. Dann auch ganz ein Lieblingslied von Thomas, wenn die Schwalben. Genau, das ist Ja. das Laventaler, als wenn die Schwalben. Wer klopft an, das tun wir gleich nebenher. White Christmas, Wildschützenland. Wir grüßen euch. Wir sind an den lieben Advent. Ja, Wir sehen uns wieder. Wir sind eine große Familie. Wo der Wildbach aus. hört man sich ja kein Wort mit der Hintergrundmusik. Wohl in der Widerschwing. Also wenn die Schwalben, wer klopft an? White Christmas, Wildschützenlandler. Wir Okay. grüßen euch, ihr lieben Freunde. Wir sehen uns wieder. Wir sind eine große Familie, wo der Wildbach rauscht. Ja. Wenn die Schwalben weit, weit weg, also auf YouTube winkt bis jetzt der Wasserleitungsmarsch, soweit ich die Da Kommentare kriegt der überblicke. Wasserleitungsmarsch, okay. Wenn die Schwalben Wasserleitungsmarsch, wir können uns auch ein eigenes aussuchen. Die Option besteht natürlich immer. Wobei das sind die cooleren, glaube ich. Was auch cool ist, mir persönlich gefällt, das ist sehr einfach, wahre Freundschaft soll nicht wanken. Auch das gibt es zum Lernen. Waldheimer Epic ist vom Thomas die Scheiben. Waldinger Borisch trinkt man eine Flasche Wein. Und jetzt schauen wir, wo der Wildbach rauscht. Wer klopft an? Wir grüßen euch. Ich würde sagen, Weihnachtslied nehmen wir jetzt keins, weil Weihnachten schon vorbei ist. schon vorbei jetzt, gell? Weit, weit weg. Die Rita sagt ein W-Medley. Diese Idee ist gut. Vielleicht machen wir das dann beim nächsten Buchstaben. Mhm. Und weil auf YouTube wer schreibt, ja, wir stehen auf dem Kopf. Das ist so. Wir haben die Perspektive gewechselt und es geht um die Musik. Deswegen haben wir beschlossen, das YouTube-Video, das bleibt heute mal auf dem Kopf. Also Bildschirm drehen oder wie auch immer. Da findet sich schon eine Lösung. Oder Augen zu und Musik hören. Wir haben es leider nicht geschafft, dass wir so spielen. Das ist. Wir hätten uns auf die Wand aufsetzen können, Ja. wobei dann wäre es auf Facebook schief. Genau. Also, wo gehobelt wird, da fallen Späne und so ist auch da manchmal. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, es geht um die Musik. Und jetzt haben wir schon so viele Haben wir verschiedene jetzt, Abstimmungen. Facebook schon weitere. Und es ist der Wasserleitungsmarsch. Da war es der Leitungsmarsch. Ja, da war sie im ersten war sie ganz sicher, die anderen muss man ein bisschen hören. Kim ganz drauf an. Dann nehmen wir da.
Okay, dann kann ich jetzt wieder. Okay. Ja, Also der Wasserleitungsmarsch von Franz Bosch, sehr weiß ich nur bekannt. von mein liebstes Device vom Zuhören ein bisschen lassen. Ja, nein, den habe ich sogar damals auf meine CD aufgenommen. Und gibt es natürlich auch als Lernvideo, den Wasserleitungsmarsch. Und jetzt sind wir bei Z angekommen. Z. Und bei Z hat die Rita einen Vorschlag mit dem Medley. Ich habe noch eine andere Idee, aber dazu nach dem nächsten Stück erst. Jetzt machen wir noch eines mit Z. Und bei Z gibt es nur 5. Das ist nicht viel, gell? Der Zillertaler Hochzeitsmarsch. Zipfel ein, Zipfel aus. Zirkus Renz Zwischen Glockner und der Choralben. und 2 Blärmerl stehen am Wiesenrand. Ja, da haben jetzt eigentlich schon alle einheitlich. Doch, Entschuldigung, der Martin hat gesagt zwischen Glockner und der Choralben. Aber vorher habe ich schon gefühlt 40 Mal Zirkus Renz gelesen. Okay. Und wie wir wissen, ich weiß nicht, wer das Video vielleicht gesehen hat, vom René unlängst einmal irgendwo. Ah, das war beim. Ich hoffe, mir geht's nicht gleich. Na, das geht schon. So viel wird schon gehen. Und jetzt einmal mit Tempo.
gleich geschrieben, der Michael, bitte ladet das Replay später hoch. Ja, wenn es funktioniert, dann lassen wir die Aufzeichnung von diesem Livestream schon stehen. Nur wenn wir lange Livestreams haben, funktioniert das oft einmal nicht. Also bei den Livestreams macht es schon Sinn, wenn man live dabei ist. Und muss man jetzt auch dazu sagen, weil es wird sicher heute noch die Frage auftauchen, wie habt ihr euch das irgendwie beigebracht oder wie haben wir uns diese Duo-Version einstudiert, ausgecheckt? Man muss manchmal einfach irgendwas machen. Und ganz oft geht es gut und manchmal geht es komplett in die Binsen, wie man bei uns in der Steiermark sagt. Volles Risiko. Aber man darf da den Mut nicht verlieren, probiert einfach irgendwas aus. Also grundsätzlich sollte man schon einmal Harmonika spielen können zuerst und Stücke lernen. Aber manchmal, gerade wenn man zu zweit ist und man hat eine Gaudi, einfach ausprobieren. Es passiert nichts, wenn was passiert. Nichts tragisch. Bei Auftritten kann man ja auf Sicherheit spielen, aber Genau. heute, Wir sehen das nicht als Auftritt, wir sehen das als... heute haben wir mittlerweile erst insgesamt, nein, wir sehen es noch erst in die Statistiken. Aber jawohl, das war der Zirkus Renz und jetzt, liebe Freunde, ist es soweit, wir hören auf. Genau. Nein, war Witz, ihr könnt euch noch ein letztes Stück wünschen. Eins spielen wir noch. Eines. Jetzt haben wir die ganzen Buchstaben durch. Ein Stück. Das ganze Alphabet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, es gibt insgesamt mittlerweile 9 Seiten, 312 verschiedene Stücke als Lernvideo in der Quetschen Academy. Und da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Ich sage es noch einmal, wenn euch das interessiert, schaut vorbei, meldet euch an und lernt was, weil Musik ist eigentlich eine ziemlich sinnvolle Beschäftigung, muss man jetzt einmal so sagen. Absolut. Und wenn ihr sowieso dabei seid, dann macht weiter und bleibt drauf. Und jetzt reichen es richtig in die Kommentare. So, Medley von A bis Z, alle durch, ja logisch. Vogelwiese, böhmischer Traum ist jetzt einmal hoch im Kurs auf YouTube. Kreuzgriffiger. Bozner Bergsteigermarsch. Ah, der Karl war nicht dabei. Vogelwiese. Weißt du, was lustig ist? Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Die Vogelwiese hat gewonnen. Die Vogelwiese hat gewonnen. Links und rechts. Ja, stimmt. Ja, das ist da auch sehr fast stark. immer die Hälfte Vogelwiese gewesen. Ja. Und Das ist böhmischer ja Traum auch von A bis... Ja, fast. von A bis V. Ja, A bis V. Weil Auf- einmal heißt es auf der Vogelwiese, ne, einmal Vogelwiese. Also, Jawohl, dann machen wir die Vogelwiese. Wobei man sagen muss, bei uns sind die Vögel alle am Baum oben. Aber wir spielen uns nicht Vogelwiese. Vogel beim Arm.
So. Noch ein letztes Mal. Prosit, Neujahr, lasst es euch gut gehen. Prosit, Jahr, alles Gute, auch gutes nächstes Jahr nochmal. Macht was Sinnvolles, tut Harmonika spielen. Und Nur. schaut gerne in der Quetschen Academy vorbei. Und wir trinken jetzt einmal was. Und ihr hängt jetzt die Harmonika um und geht selber Harmonika spielen. Oder wenn ihr noch keine habt, dann schaut, bis zu einer kommt und geht dann Harmonika spielen. In Ganz diesem einfach. Sinne, schönen Abend Schönen Abend, und alles Gute. schauen wir noch, wie ich das da antragen kann. Ah, das ist jetzt aus. Passt. Das ist noch nicht aus, aber das schalten wir jetzt aus, weil die schalten wir das aus. Das läuft noch. Eins läuft noch. Gell? Ah, da ist ein X.